Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Infovideo. Ja, eigentlich ist es gar nicht nur ein Infovideo, sondern auch ein Abstimmungsvideo, kann man so sagen. Denn wie ihr bereits in der Titelbeschreibung seht, es geht in erster Linie vor allem um die Frage, welches Anno-Spiel soll ich als nächstes zocken. Den letzten Kommentar, den ich so gelesen habe, ist ja die Nachfrage nach Anno sehr, sehr groß. Und dementsprechend noch ganz kurz noch ein paar Dinge hinweisen. Mittlerweile, ich habe ein bisschen meinen PC aufgeräumt und so und dann ja auch die Anno-Installationen etc. und habe dabei gesehen, dass ich mittlerweile sogar eigentlich alle alten Anno-Spiele habe auf meinem GOG-Account. Das heißt, wir könnten nicht nur 14.04 oder 17.01 Let's Playen, sondern auch 15.03 oder 16.02. Ja, ich weiß, diese Zahlen sind ein bisschen unterschiedlich oder ein bisschen verwirrend. Der Reihenfolge nach erschien ja zuerst 16.02, dann 15.03, dann 17.01, dann 14.04. Das sind im Prinzip die alten Annos. Danach kamen die modernen mit 2070 und 22.05. Und Anno Online, das kann man auch noch dazwischen irgendwann. Und ja, wie bereits erwähnt, die 4 Annos da, die alten, ich sage jetzt extra mal alten Annos oder die Vergangenheits-Annos, können wir von mir aus gerne wieder Let's Playen, beziehungsweise neu Let's Playen. Deswegen halt eben dieses Video, damit ihr mir mal einen Kommentar schreiben könnt, welches von denen ihr gerne hättet als Let's Play, beziehungsweise natürlich in der Reihenfolge nach, weil da kann nicht alle gleichzeitig zocken. Daher, ja, wäre froh, wenn da ein bisschen einen Kommentar schreiben können, weil da waren die Videos teilweise, die bisherigen Videos waren da auch teilweise ein bisschen unterschiedlich. Die einen wollten mehr 14.04, die anderen mehr 17.01. Ich dachte mir so, ja, ein Video, wo wir das Ganze mal ein bisschen sammeln können, ist sicher nicht verkehrt. Genau, mein Ziel wäre aber, oder mein Plan war jetzt erstmal, dass ich kurz überlegen, dass ich zuerst mal Let's Test zu 16.02 und 15.03 mache, weil die habe ich bisher noch nicht Let's Played. Das heißt, ich mache jeweils zum Beispiel irgendwie ein Let's Test von einer Stunde oder so, keine Ahnung, was in der nächsten Woche mal kommen wird, und dann sehen wir dann, wie das Interesse daran ist, oder ob ihr eher die anderen Annos wollt, etc., können wir alles nach abstimmen. Denn, auch wenn ich jetzt schon das Video bringe, ich muss es jetzt schon bringen, weil die Nachfrage im letzten Part war doch relativ hoch mit Anno. Ich muss aber trotzdem sagen, bis ein Anno-Let's Play wieder kommt, wird es noch ein paar Wochen dauern. So, und jetzt kommen wir direkt auf einen anderen Punkt zu sprechen, den ich auch in den Kommentaren schon teilweise hatte. Bezug auf der Frage, wieso bringe ich aktuell keine Anno-Let's Plays, obwohl die Nachfrage so groß und dementsprechend auch der Content größer wäre. Content sprich in diesem Sinne Aufrufe, Klickzahlen, Daumen hoch, etc. Im Prinzip all die, wie soll man sagen, die Statistiken für ein Video, um die hochzuheben. Die wären bei Anno-Spielen größer als bei meinen aktuell anderen laufenden Let's Plays. Das mag durchaus sein und so, aber, und das ist mir sehr wichtig, dass ihr das wisst, Leute, vor allem die neueren Zuschauer, ich Let's Player mittlerweile schon seit über 6 Jahren. Und ich habe damals mit dem Let's Playen angefangen, damals war noch nichts von irgendwelchen Partnern und so zu wissen. Ich glaube, damals gab es noch gar keine YouTube-Partner als Let's Player. Ich glaube noch, ja, da kamen da langsam die ersten, das könnte doch sein, dass langsam die ersten kamen. Wie dem auch sei, ich habe damals mit dem Let's Play angefangen, nicht weil ich die Spiele zocken wollte, die viel Content bescheren, oder von denen ich wusste, ja, wenn ich das Let's Play dann einfach viel aufrufe, sonst hätte ich damals mit Minecraft und so angefangen, sondern ich habe es getan, weil es mir Spaß macht. Der Spaß war im Vordergrund und auch der Fakt, dass ich halt die Spiele, die ich dann neu bekam und so, auch mal ein bisschen durchspielen konnte, weil ich war eher generell so der Typ, wenn er ein Spiel bekommt, hat er es ein bisschen gezockt und so, bis ein anderes Spiel kam, was auch neu war, dementsprechend hatten das neue Spiel, oder das neuere Spiel gezockt, das alte, beziehungsweise nicht mehr so ein neues Spiel, in die Ecke geworfen und nicht mehr angerührt. Als Let's Player habe natürlich eine gewisse Pflicht, die ich mir selbst auferlege, ist kein Druck und so etwas, aber es ist auch eine gewisse Pflicht, die ich empfinde, dass ich ein bereits begonnenes Let's Play auch zu Ende bringe. So. Das ist auch der Grund, wieso ich da mit den Halo Warriors-Teilen so wieder aus der alten Mottenkiste rausgekommen bin. Und auch mit Pokémon und so aktuell noch. Weil ich halt jemand bin, der gerne seine Let's Plays zu Ende bringt. Gut, ich weiß, da gibt es noch Super Mario Galaxy 2, aber ich hab's immer noch offen und so, aber das ist halt ein anderes Thema. Weil jetzt Stern und so ist sowieso ein bisschen kniffliger. Aber nur damit ihr wisst, ich bin nicht jemand, der
deswegen Let's Playt, weil er mehr Content drauf bekommt, sondern weil er es einfach Let's Playen will, weil es gerade aktuell ist, weil er gerade noch dran ist, weil er den nicht unterbrechen will und so, wenn er es doch unterbrechen muss, dass er dann doch irgendwann wieder nachholt und zu Ende spielt. So. Das heißt natürlich nicht, dass ich auf Anno gar keinen Bock mehr hätte, weil sonst würde ich das Umfragevideo nicht machen. Umfrage, genau, das war es nicht. Die Abstimmung ist ein Umfragevideo. Umfrage/Infovideo. Ich habe natürlich schon Bock auf Anno. Bei Anno ist mir immer so ein Problem. Anno ist für mich persönlich ein Spiel, wo ich mich nicht so leicht losreißen kann. Ein Beispiel, wenn ich irgendwie so Zelda aufnehme oder Fire Emblem oder Pokémon, dann habe ich so nach Stunde, anderthalb, maximal 2 Stunden habe ich dann mal wieder meine Session Intus. Dann merke ich selber, okay, jetzt muss ich da abbrechen, beziehungsweise Parts rennen und so und kann auch aufhören, aufstehen, was anderes machen. Ich kann eine Pause davon machen und kann am nächsten Tag wieder weiterzocken oder so, gar kein Thema. Bei Anno ist das nicht so. Das ist so ein Spiel, wenn du mal drin bist, dann bist du drin. Das sind so Echtzeit, Simulations-, Aufbau-, Strategiespiele. Und wenn ich da mal drin bin, komme ich nicht mehr so leicht los. Dann bin ich locker mal 4, 5, 6 Stunden drin und will nicht aufhören zu zocken. Ich komme da einfach nicht los. Das heißt, ich muss da mehr Zeit investieren zum Aufnehmen. Nicht zum Let's Playen selbst, sondern vor allem zum Aufnehmen halt. Und die Zeit habe ich aktuell einfach aus Privatsicht, sprich Arbeit, Studium, habe ich die einfach nicht. Deswegen kann ich aktuell auch keine Ahnung bringen. Und ja, wie gesagt, letzten ein paar Videos waren jetzt da die Kommentare zu Ahnung ein bisschen häufiger vertreten und dachte mir so, ich kann jetzt zu dem Video da die Antwort schreiben, da wäre es klüger, wenn ich einfach mal so ein Infovideo mache und es so halt verkünde, warum es gerade aktuell keine Ahnung gibt, obwohl eben die Nachfrage so hoch ist. Es hat nichts mit euch zu tun oder so, weil mir eure Meinung egal ist, im Gegenteil. Sie ist natürlich sehr wichtig, aber mein persönliches Empfinden und vor allem eben auch das Real Life ist mir halt doch ein bisschen wichtiger als Let's Playen, weil Let's Playen ist für mich ein Hobby, trotz allem. Und dementsprechend hat natürlich auch nur, ja, keine Priorität, sondern halt, ist halt sekundär. Aber trotzdem wichtig, man will immer noch ein bisschen für alle das Optimale erreichen. Natürlich geht es nicht immer und so, aber ja, damit ihr einmal wisst, woran das Problem eigentlich liegt. Genau, soviel zu Anno, warum es gerade aktuell so nicht kommt und so. Anderes Thema, wenn wir gerade bei aktuellen Let's Plays und so noch sind. Beziehungsweise die Frage, wann kommt Anno wieder? Ich schätze mal so November, Dezember. Warum? Wie gesagt, einerseits privatliche Situation, andererseits ja auch die aktuellen Let's Plays, die ich noch am Beenden bin zum Teil. Das heißt, heute kam der letzte Part zu Halo Warriors, die 2. Staffel. Das dürfte auf eine Weile beendet sein. Voraussichtlich es kommt kein neues Halo Warriors für die Switch oder so. Dann läuft ja aktuell noch Pokémon Sonne Mond. Da ich mich aber entschieden habe, da nur bis zur Story noch zu zocken, wird jetzt auch nicht mehr so lange dauern. Das heißt, es wird auch in der nächsten Woche beendet sein. Ab morgen startet Fire Emblem Echoes, also Valencia, das Let's Play. Wobei starten. Wir haben den ersten Part, am 1. August habe ich den Let's Test davon gemacht. Und dann machen wir auch direkt weiter, ähnlich wie bei Attack on Titans damals. Jetzt auf das Let's Play zu Fire Emblem weiter. Keine Sorge, ich weiß, Fire Emblem kann eine Spielserie sein, die lange dauert. Das war bei mir die Fates-Teil ja auch so. Aber Shadows of Valencia ist nicht so groß. Es ist im Vergleich zu den anderen Fire Emblem-Spielen relativ kurz. Ich rechne mit 60 bis 70 Parts, maximal. Wenn das täglich bringe, ist das in 6, 7 Wochen durch. Was gerade Quatsch ist, wa? Ja, 8 bis 9 Wochen. 8 bis 9, das heißt, bis Mitte geht perfekt auf eigentlich. Wenn ich jetzt so gegen Ende August starte, bis Ende Oktober muss es etwa beendet sein, geht perfekt auf. Ja, das dazu. Bevor ich es vergesse, Zelda Breath of the Wild pausiert momentan auch noch. Da will ich eigentlich erst weitermachen, wenn Mond-Sonne beendet ist. Denn wir haben bei Breath of the Wild, es ist im Prinzip das Komplettieren noch, weil die 100% leisten mit allen Schreinen und so, allen Krogsamen, also zumindest offscreen die Krogsamen sammeln, nur die unterschiedlichen Methoden. Das Team Let's Play zeige, das was noch mit den DLCs dazu kam, das wird sowieso weitergeführt, nach und nach dann. Weil im Winter kommt noch ein DLC raus, genau. Das heißt, momentan passiert Breath of the Wild noch, kommt aber wieder. Und Mitte September kommt dann das neue Match World, also ein neues Remake von dem zweiten Teil. Ich glaube, der alte Teil hieß doch Return of Samus und der neue heißt jetzt Samus Returns. Ist ein bisschen ein seltsamer Name, das umgestellt und so. Aber ja, Metroid freue ich mich schon sehr darauf. Ich habe schon ein paar Metroid-Teile für mich selber gezockt, privat.
Und freue mich halt schon darauf, das erste Metroid-Spiel zu Let's Playen. Also das erste Let's Play von mir dazu zu starten. So, damit ich mit der Reihe ein bisschen starten kann. Und das wird eben mit dem Teil sein, weil ja auch damals Return of Samus habe ich nicht so lange in Erinnerung gehabt. War, glaube ich, ein Gameboy-Spiel noch damals. Schon sehr lange her. Aber ich glaube noch auf der Wii oder Wii U in der Virtual Console. Ist eben nicht so lange. Ich rechne mit 30, 40 Parts, wenn ich es Let's Playen würde. Den alten Teil. Jetzt kommt ein Remake raus. Remakes sind auch nicht viel länger, auch von der Größe her und so. Also, man kann es halt abschätzen. Und nach da, wenn es Mitte September kommt, passt es eigentlich perfekt, denn wir haben ja Ende Oktober, das heißt am 27. Oktober, an Geburtstag, perfekt, kommen ja 2 neue Spiele raus, unser Super Mario Odyssey und Assassin's Creed Origins, auf die ich natürlich schon beide freue. Assassin's Creed ganz klar, habe schon ein paar Teile Let's Played. Mario 3D dürfte auch klar sein, dass das natürlich auch groß im Kurs steht und ja, auch die, also ich denke vor allem Mario dürfte nicht so lange dauern. Voraussichtlich, es hat nicht mehr so viele Sterne wie noch damals bei Galaxy 2. War ja auch so ein Thema. Und ja, ich würde sogar sagen, dass dann die beiden die letzten 9 Spiele in diesem Jahr sind, weil November, Dezember scheint, glaube ich, nichts mehr Neues. Passt ja gut, vor allem, wenn ich damit Anno starten will. Vielleicht am Wochenende oder so ein bisschen. Breath of the Wild dann noch dazwischen, ja, und dann sind dann immer Super Mario Odyssey oder Assassin's Creed Origins durch. Fire Emblem ist bis dahin sicher durch, Metroid auch, dann habe ich die noch, okay. Was steht sonst noch an? Eben Anno bereits erwähnt, irgendwas davon noch. The Last Story, das Let's Play, würde ich gerne, ich dachte so an Weihnachten oder an Neujahr, also sprich am 01.01.2018. Fände ich irgendwie noch so eine schöne Zeit. Und da gibt es natürlich noch andere neue Spiele, die kommen werden, die ich bereits mal so früher mal angeteasert hatte, auf die ich eventuell Bock hätte. Sprich Xenoblade Chronicles 2, Fire Emblem Warriors oder Pokémon Ultrasonne Ultramond. Wobei zu Pokémon, da gäbe es, wenn, da gäbe es einen Nuzlocke zu einer von diesen Editionen, damit es noch ein bisschen spannender ist. Fire Emblem Warriors, jetzt haben wir schon ein Fire Emblem Spiel, was morgen startet. Warrior Teil hatten wir jetzt auch schon. Also ich weiß nicht, inwiefern ich das Let's Playen würde, ob es auch noch einen Let's Test gibt oder so. Oder ob es sogar auf nächstes Jahr verschiebe. Gleiches gilt für Xenoblade Chronicles 2, weil ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe momentan weniger Bock drauf. Liegt vielleicht auch daran, weil ich auch bei Xenoblade Chronicles X eigentlich noch endlich mal weiter zocken sollte. Und mir das eigentlich für Weihnachten so, ja, gerne aufheben würde. Und ja, momentan ist irgendwie, habe ich nicht so richtig Lust drauf. Aber vielleicht kommt das noch, oder eben wir zocken es erst nächstes Jahr, je nachdem. Das gilt jetzt noch für Kingdom Hearts 3. Ich habe es extra noch nicht aufgeführt. Das aus dem Grund, weil Kingdom Hearts 3, ich will die Kingdom Hearts 3 natürlich schon Let's Playen. Aber ich will damit noch warten, bis wir endlich wissen, wann der 3. Teil erscheint. Weil, wenn ich mit der Reihe anfange, sprich Kingdom Hearts 1.5 HD, dann 2.5 HD, dann 2.8 und dann der 3. Teil, will ich, wenn es geht, alles in einem Stück Let's Playen. Das wird so ein riesiger Marathon werden, aber es wäre so eigentlich mein Optimalfall. Und dementsprechend kann ich natürlich nicht starten, wenn ich noch nicht weiß, wann der 3. Teil erscheint. Das wäre ins Blaue hinausgeraten und so, und das ist mir zu unsicher. Deswegen Kingdom Hearts 3, beziehungsweise die Kingdom Hearts Reihe, bis auf weiteres noch nicht. So. Das war es eigentlich soweit von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte soweit die Frage beantworten bezüglich Anno, aktuellen Let's Plays, die Let's Plays, die ich für die nächsten Wochen so im Petto habe. Natürlich, wie bereits erwähnt, gerne einen Kommentar schreiben, was ihr gerne für ein Anno-Spiel hättet und auch was sonst noch irgendwelche Kommentare, Feedback etc. habt. Und dann sage ich mal wieder vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.